Neuen an der ADR-Fraktion. Wir haben eine Pressekonferenz über den Logement. Wir haben reagiert auf das Manier auf dem Herr Coxing-Initiativen, die letzte Woche geholt hat. Ihr wisst, dass er proposiert hat, verschiedene Änderungen am Mietgesetz vorzuholen und noch am Plan Logement. Wir haben uns darüber hin zusammengesetzt bei der ADR an den Herrn Reding, den er sich auch an der Chambre zuständig für das Dossier Logement präsentiert, als Wühen, als Reaktionen auf den Herrn Cox. Seine Ideen, und ich bin ganz besonders froh, auch doch bei uns den Parteipräsident Jean Schoss und den Generalsekretär Alex Penning, die nicht nur an der Parteifeierung haben, eben auch allen zwei den Dossier Logement ganz gut kennen. Wir haben also eine ganz interessante Diskussion gehabt, an den ohne weiter zu werden, will ich dem Herr Reding fortgehen, den ich dann als Wühen und als Reaktionen auf dem Herr Coxing Idee vorstellt. Ja, merci Ferner. Effektiv haben wir an der Exekutiv an der Fraktion gemeinsam Propositionen vom Minister Cox am Detail analysiert und wir sind zu einem Fazit gekommen, für den direkt mal für wegzuholen. Der Regierungstext, Schweizer von Bayer Loyer oder vom Pakt Logement, der Regierungstext bringt weder die Proprietären noch die Lokatieren wirklich etwas, auf allem erlässt nicht ein Jota von der Wohnungsnot. An der Detailkritik ging ich auf ein paar Aspekte an, nicht auf alle Aspekte vom Gesetz, nicht ohne auch konkret Gegenpropositionen zu erläutern, die eiser Meinung nur sowohl dem Proprietär wie dem Lokatär bringen, an die Wohnungsnot wirklich geben, aufsetzen. Fangen wir mit den Freidagenzen. Das ist ein Fakt, dass eine Person, die lohnt, den ersten Monat riesig ausgaben wird. Lo mal 90 Plünneren an denen Freien muss ja seinen ersten Monat bezahlen, muss im Monat Freidagenz bezahlen, und muss 2 Monate Garantie lokativ abbringen. Sie wird dat die beweist, sie wird dat eng Bankgarantie huet mir auch die krit ja nimme, wann entweder solvabel also die so bei der Bank blockiert. Die hat also konkret 4 Monatsmieten, die der op EQ nie deren andere Freie muss ausgehen. Das ist natürlich kein guten Zustand. Gambia proposiert lo, dat Freidagenzen, dat ist den E-Monat Loyer den Agenz normalerweise als Kommission krit, soll 50-50 gedeelt gehen zwischen dem Proprietär an dem Lokatär. Für Eiserstat faule Kompromiss. Mir fanden Propositionen vom Mieterschutz viel besser, die gesot huet, den der Spielmann bestellt, die soll noch bezahlen. Der Lokatär, den auf eine Agenz zurückgreift, hier etwas zu sichern, soll allein die Kaschen drohen. An der Proprietär, den eine Agenz beobträgt, sein Bien zu verlohnen, soll auch allein die Kaschen drohen. Das wäre eine mutige Proposition, die an die richtige Richtung gehen. Et der wir natürlich nicht die ökonomische Realität verlieren, dass alle Proprietäre sind Kästen, wesentliche Risiken abreißt an sein Loyer. Und das nicht auszuschließen, dass Proprietären die ökonomische Überlegung für so, man dann verdelen nicht die Kommission der Agence, die muss drohen, ob so nicht mal die nächsten 24 Main, an dem ich mein Loyer ein bisschen mehr hoch aussetze. Das ist ein Fakt, dass das kann passieren, aber trotzdem wird für den Lokatär am Normalfall direkt mal E-Monat gespurt. Zu einem Moment, wo ein einer freien hört, wo die schwer zu drohen sind. Garantie lokativ. Er sollen in Zukunft maximal nach 2 Monaten anstatt 3 Monaten können gefroht gehen. Muss auch gut kein gefroht gehen. Und das muss vorausgeschickt. Wieso das Gesetz gesagt 3 Monate maximal und das soll raufgehen auf 2 Monate. Auch das ist durchaus nachvollziehbar aus den genannten Gründen, weil eben die Großfreien am Anfang aufhalen, alt nächste Monat Loyer gespurt, an Eisen eine ganz gute Proposition. Was wir auch ganz gut fanden, dass das Garantie lokativ an Zukunft spätestens 2 Monate nur mit der Lieu de Sortie muss zurückbezahlt werden. Das ist ein ganz gut Sache, wenn also kein Loyer hinausstehen, kein Schierto sind, oder eben einen Abzug von denen Sachen soll Garantie lokativ beim 2 Monate zurückbezahlt gehen. Kleine Problem gibt es man das die von den Syndiken, von den Koproprietäten. Die machen ja ihre Aufrechnung leider Gottes nicht mehr einmal am Jahr. Wenn also ein Lokatär am Februar rausgeht, um einfach ein Beispiel zu holen, und ich kriege meine Aufrechnung einfach im August, kann ich ja per Definition nicht wissen, ob da nicht etwas geschuldet ist. Dafür wäre mir der Meinung, dass die müsste kleinen Zusatz machen, also dass die gewissen Prozentsatz, zum Beispiel 20% von der Garantie lokativ könnten angehalten gehen, bis das die Aufrechnung vom Syndik vorlegt. Garantie lokativ ist ja in sich da verschiert.
die ugericht gewähren. Und da sehen wir an der Praxis, dass das relativ wenig der Fall ist. Es sind meistens Gurkhängen oder ganz minimal schiert. Bei Kante sehen wir aber auch, dass ganz oft Lokatieren, ob die kommen, die 2 Leute nicht zu bezahlen und dann und sich die Garantie lokativ missbrauchen, an dem so dann ist mein Loyer gedeckt. Und dafür sind wir der Meinung, dass wenn der Legislateur dem Proprietär seine Garantie aufsetzt, dann muss er auch dafür sorgen, dass der Proprietär und Lokatär de mauvais vor, den sein Loyer nicht bezahlt, kann mittels einer verkehrten Prozedur sein Kontrakt gerichtlich abgelöst kriegen. Auch proposieren wir das Urteil, also gegen den Lokatär, den de mauvais vor, sondern den sein Loyer nicht bezahlt, kann direkt vollstreckt werden, was heute nicht der Fall ist. Haut se Friedensgericht, ich kondamnieren zum Paiement mit dem Degerpissement raussetzen, du hast keine Exekution provisoire drauf, du kann ich an Appell gehen und da schläft das ganz oft ungebührlich lang weit über ein Jahr, wo der Proprietär keine Revenuen mehr hat. Natürlich soll die Möglichkeit vom Sursis bestehen bleiben, wenn der Kontrakt gekündigt wird, aus einem anderen Grund wie dem unbezahlten Loyer. Ganz wichtig für uns als eine Sozialpartei, als auch dat Lokatieren die an der Rente kommen, an ihre Loyer nicht können bezahlen, weil sie zum Beispiel Arbeitsplatz verloren haben, dass denen auch direkt geholfen wird. Am Vierfeld, an nicht recht, wenn den Dirwichter durchsteht für den Degerpissement. Da soll Möglichkeit bestehen, dass der Office Sozial den Loyer dann überhält, an so einem Fall während etliche Monate. Am besten wird natürlich gewinnt dann ein Wunschfall zu einem abordablen Preis für die Lokatär, den an la Brente kommen, sie wird über die Sozialimmobilienagenz, die ein ganz gut ist, oder sie wird die Bewohner den Gemeng oder Staat geheiert, da kommen ein paar Logement, nächster Zeit, da wird ja in Zukunft wesentlich mehr Unitäten entstehen. Wir dürfen auch nicht aus Nerv verlieren, dass viele Proprietären auf die Revenu vom Loyer angewiesen sind. Sie wird, weil sie eine Hypothek müssen bezahlen, also selber Verpflichtungen haben par rapport zur Bank, oder sie wird, dass sich etwas so geschafft haben, für ihre Revenuen zu verbessern, speziell auch Rentner, ich denke besonders auch Freiberufler, die nicht so gut Rente kriegen wie andere Leute, und die dann auf die kommen, sich so etwas zu schärfen, für dann hier Renten abzubessern. Wenn dann natürlich dann die Revenuen ausfallen, ist das auch für die Leute ganz schlimm, und auch sie können nach Soziallabyrinth kommen. Ein Punkt, den wir begrüßen, ich meine, so nicht immer eine negative Kritik gemeint, das Kollokation, dass die möglich gemerkt, unabhängig davon, wie die Möbel urbanistisch klassiert ist. Er hat ja Beispiel Ashford gesagt, dass eine Maison unifamilial darf nicht mehr eine Familie leben. Das ist natürlich total asozial, weil Junker, Männer Junker können vielleicht nicht ganz Haus lohnen, wir können aber zusammen, zu 3 oder zu 4 oder zu 5 zusammen so ein Haus lohnen wir entsprechend viele Schlafzimmer, aber zu jeder für sich geguckt, wesentlich Loyer. Das ist also ein sozial froh, aber wir verstehen absolut nicht, wie ausgerechnet ein Gemenge kommt, ob den dort Weg gehen. Und dann einfach weitergehend Ideen, die im Moment nicht am Text sind. Konträrement zur Regierung hätte mir zum Beispiel auch Möglichkeit vorgesehen, dass ein Proprietär oder ein Hauptmieter kann Einzelzimmer verloren. Es gibt immer dort Schreckensgespenst von den ekligen, dreckigen, ruppischen Kaffeeszimmern und Wandgemälden. Es gibt auch andere Beispiele. Ich denke nun an eine Familie, wo kann aus dem Haus sehen, wo ein Studentkind ein Zimmer lohnt, das an einer anderen Universität steht, gang und gäbe, und liegt alles nicht ab, was das vom Gesetz nicht soll können erlaubt geht. Auch das für eine soziale Mesure für Leute zu erlauben, für ganz, ganz wenig Suen, weil da oft um ein paar 100 Euro gefragt, der Mond Leitkind ordentlich logiert gibt. Da sind wir auch der Meinung, ein Punkt, den auch gut nicht am Regierungstext vorkommt, dass die Lokatär den sehr beil kennen muss, weil eben an eine sozial Schieflage geraten, also an die Leute nicht mehr bezahlen oder weil an das Ausland versagt wird, dass den dann auch kann, sei bei muss können mit einem normalen Präavis von 2 Monaten, ohne dass er bis zum Ende von der Laufzeit gehalten bleibt, die Loyer zu bezahlen. Da kennen wir ganz konkret Fälle, wo Leute müssen 3 Jahre Loyer bezahlen auf ein Haus, an dem sie nicht mehr konnten wohnen. Weil der Proprietär alle neue Lokatäre nicht akzeptiert hat oder weil der Loyer so hoch gesagt hat, so viel abgesagt hat, dass kein neuer Lokatär zu finden wäre. So Ideen hätten dem Lokatär wirklich etwas gebracht, konträrement zu diesem Text vom Herrn Cox, der für uns nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Und dann denke ich, das Wichtigste.
Diesen Text ändert kein Jota eigentliche Problem von der Wohnungsnot. Es gibt schon nicht ein einziges Logement lo mehr frei wie bislo. Das hätte können ändern, wenn die Regierung das verstanden hat, an dem in Prorogation legal anstatt den Ränke zu reiterieren aufgeschärft hat. In kurzer Erklärung war das Prorogation legal. Prorogation legal sieht, wenn ich Beil aufgeschossen habe, eine Durée déterminée von 2 oder von 3 Jahren, und ich bleibe als Lokatär am Logement dran, dann gibt das automatisch par la loi et contraire à durée indéterminée. Und das ist ganz schrecklich für den Wohnungsmarkt. Durch das Fiktion könntet zu dem Leerstand, den wir kennen. Für wertlose Leid, Immöbeln, Eidelstone, Häuser oder Appartements stellen sich schon die Frage, muss eine Ursache dafür geben. An den Eisen anders die Hauptursache eben just die Existenz von der Prorogation legal. Proprietären, die genau wissen, dass sie an 2 oder 3 Jahren zum Beispiel die Möbel für sich selber brauchen oder für ihre Kinder oder für Enkeln, die von der Uni kommen, oder Proprietär, die in einem Haus, was soll aufgerappt gehen, ob dem Terrain ein Projekt d'aménagement particulier, PRP, möchte, von dem man weiß, das dauert ein paar Jahre, mir wann ich bis heute muss ich können direkt durchführen, dann darf ich kein Lokatär dran sitzen. Das sind lauter Leute, die Gäfe verloren, in unserer Meinung nach, wenn sie Möglichkeit hätten, ein Contrat à durée déterminé auf 1, 2 oder 3 Jahre aufzuschließen. Das Mesure, annehmen das Mesure, das ist die einzige Mesure, die es gibt am Bayer Loyer, gibt direkt neue Wohnungsraum auf den Markt bringen. Dafür plädieren wir dafür, für Prorogation legal aufzuschärfen und am Contraire, so ein Contrat à durée déterminée et CDD zu erlauben, aber auch zu enkadrieren. Und hier geht für mich also Erbesrecht inspirieren, für Abühen auszuschließen. Es geht ja nicht darum, dass können Abühen gemerkt. Am Erbesrecht darf zum Beispiel Patron ein CDD nicht mehr aufschließen, wenn am Vertrag genau umgeht, für was als das CDD und nicht ein CDI. Das kann ihn halt selber machen. Der Proprietär geht ganz genau durch, für Werte des CDD will haben. So ein CDD am Erbesrecht darf auch nicht mehr einmal verlängert gehen. Wenn nicht, dann geht es um CDD und CDI. Das hat man ja beim Staat bei ganz vielen Plätzen, wo mehr wie 2 CDD gemerkt sind, für Leute auf derselben Platz, die dann müssten klonen, für unerkannt zu kriegen, dass sie ein CDI hätten. Das gibt dazu feiern, dass wirklich an Eisen an de façon immédiat erkennen, die genau 12 von den Lehrstellen erkennen, weiß, was alle guten Ursachen von den Lehrstellen sind. Mir also Meinung nur aus der großen Ursachen, die ich beschrieben habe, an das Mesure allein gibt dafür sorgen, dass der Wohnungsmarkt entspannen gibt, dass mehr Raum auf den Markt kommen. Fazit: Wir sind überzeugt, dass Eispropositionen sowohl dem Proprietär wie dem Lokatär etwas bringen, an dem Wohnungsmarkt direkt notwendigen Wohnraum zugefordert. Da wollte ich Evolution zum Pakt Logement 2.0. Ich meine, du hast den Text gesehen. Ich will es ganz kurz resümieren. Es geht darum, dass in Zukunft Gemengen eine Fixsubvention kriegen und dann eine Subvention für das Schaffen von abordablem Wohnraum. Wobei minimal 4 gesehen wird Gemeng soll kaufen, aber nicht Gemeng dann eben der Staat oder der Fonds de Logement, der was auch immer. Und die minimal leihen je nach PRP bei 10 oder 15% vom geschaffenen Wohnraum, aber bei Terrain, die neu an den Perimeter kommen, 10, 20 und 30%, 30% war mehr wie 25 Unitäten gebaut. Da hat die Regierung ausgerechnet, dass wenn in die Regel angewendet hat, auf Basis von den Chiffren 2017, 18 und 19, da wäre 600 zusätzlich abordabel Wohnungen geschafft. Froh bleibt aber, was ist ein Logement abordabel? An die Definition bleibt Herr Cox schuldig, sowohl an seinem Gesetzestext wie auch an der Kommissionssitzung, wo dort so befragt ging. Wenn ein Haus oder ein Appartement, was normalerweise 800.000 Euro kostet, da verbilligt für 500.000 auf den Markt kommt, dann habe ich immer keinen abordablen Wohnraum geschaffen. Aber wenn die Gemeinde das kauft zu dem verbilligten Preis, dann ist es froh, was nicht die Gemeinde damit. Sie hat schon fundamental 2 Möglichkeiten. Entweder sie verkauft es, dann mit einem bei Amphithéotik und mit einem Verkaufsrecht,
oder sie verlohnt es. Und dann hängt davon auf, was für einen Mietpreis verlohnt es. Ist das da wirklich ein abordablen Mietpreis? Die Frage bleibt intakt. Der Minister Cox sind aus so Preisergeben durch seinen Text stabilisiert gehen als ganz einfach falsch. Wenn 10 bis 30% von Neugeschäften Wohnungen dem freien Markt entzogen gehen doma den ipso facto Preise von denen die auf den Markt kommen, die verbleiben 70%, drastisch ab. Und ich habe ein kleines Rechenbeispiel gemerkt, für das zu illustrieren. Leute haben einfach wesentlich mehr Ernte dann, etwas im freien Markt zu kaufen, wie über den DoTW, über die Bioamphitiotik etwas zu kaufen. Richtig ist, dass nicht mehr so Wohnungen subventioniert gehen, die dann nicht später freie Markt verkauft, wie bisher der Fall wäre. Wo Jungkleid, die Kanner wäre für den wohlhabenden Älteren, selber Sozialkriterien erfüllt und natürlich ganz verbilligt konnte kaufen, weil auch die Ältere kautioniert und dann noch die Kreditkruten, an die dann nur etliche Jahre können die Wohnungen im freien Markt verkaufen und durch substanziell Plus-Value konnte realisieren. Ich meine, das letzte Jahr wird es ein Rekordjahr, das wird immer später nicht mehr so gesehen, mit das wäre 14% so, wo es an einem Jahr ein besser Geld an wäre, als es absolut nicht geht. Dafür ist den Usatz richtig. Froh ist also, was geschieht mit denen Logement à prix abordable, die Geschäft gehen, an da gibt es ein Rechenbeispiel, was ich gemerkt habe. Ich gehe davon aus, es gibt ein Terrain von 3 Jahren. Bei einer Walle von 120.000 Euro den R sind das 360.000 Euro Grundstückspreis. Ein Haus darüber zu bauen kostet 500.000 Euro, sind am Normalfall 860.000 Euro. Lassen wir den Fall ent. So ein Immeuble fällt nicht unter die 30%. Packt Logement wird also im freien Markt verkauft. Der Käfer lehnt 860.000 Euro auf 20 Jahre. Und schon hat mal über der Spurkiste geguckt. An hier Rechenmaschinen proposieren sie im Moment ein Ton nominal von 1,85%. Beim Wertzowus so nicht am einem Rechenbeispiel, was natürlich rein fiktiv was der Wertzowus für 5% Jahr. Das, wenn wir die letzten 20 Jahre gucken, ein raisonabel zu. An nur noch 10 Jahre verkauft der Proprietär, die den freien Markt gekauft hat, den Immeuble. Bei diesem Wertzowus von 5% per annum kriegt man eine Plus-Value von 430.000 Euro. Und er hat kein Loyer bezahlt, weil er war ja richtiger Proprietär. Zu drohen hatte just den Zins lercht, an die als ob die 10 Jahre geguckt, 150.000 an 100 Euro. Resultat, ein hurzige Familiengeschäft für sich oder für seinen Kanner von 270.000 an 100 Euro. Der Fall Nummer 2. Dieselbe Immeuble, Leitlo, Felder und Kategorie Logement abordable, muss also von der Gemeinkauf gehen oder vom Staat. Und dann mischt Gemeng oder der Staat kommt so einfach laut Gemeng für Beispiel, das egal wie das, die verkäft dat. Mit einem bei Amphitiotik, das sind also kein Terranskästen für die Käfer, aber mit einem Vierkaufsrecht für den reinen Baupreis, den aus 500.000, wie wir gesehen haben. Der Käfer lehnt also 500.000 auf 20 Jahre bei demselben Ton nominal. Er muss also Mensualitäten bezahlen von 2.500 Euro. Nur 10 Jahre verkäuften, und hier muss ein Gemeng verkaufen, und er kriegt also kein Plus-Value. Das Resultat: das Gemeng hat kein Zueinkommen, kein Rendement lokativ. Der Käfer hat schlussendlich ein verbilligtes Loyer bezahlt von 92.500 Euro, da das ein Zins lernt, ob der Monat an den er gelehnt hat, und hat aber kein Vermögen geschafft. Also eine Lose-Lose-Situation. Ich kann das Beispiel geben von der Gemeinde Lützeburg, was ich bestens kenne, wo am Baulückenprogramm so wunderste Verkauf gesehen in guten Konditionen, aber wir nur die Kredite, die waren da ja, das war architektonisch ganz anspruchsvoll heiser, das war ein Geschäftsleute, die sich gekauft. Ja, sie haben kein Plus-Value gemäß, sie haben noch 10 Jahre verkauft, da konnte just das zurück, was das Haus kostet. Aber sie hatten eine verdammt verbilligte Loyer. Die billigste Loyer wahrscheinlich den Gött. Am einem Rechenbeispiel gesehen, der den heute bezahlt mit 92.500 Euro Loyer. Das ist weit unter 2% vom Kapital investiert. Für was gehen ausgerechnet wohlhabend Leute belohnt, dass sie die billigste Loyer können kriegen, den du mehr kann gehen,
Das ist einfach nicht logisch. Dann haben wir den dritten Fall, und das den die mir giffen als Einzigmöglichkeit gesehen. Gemeng verlohnt das Haus als Logement abordabel. Es kommt so und Gemeng will 2,5% vom Kapital investieren. Da wird das ein Loyer von 1.040 € im Monat. Das wäre also ein abordablen Loyer für so ein Haus. Resultat, nach 10 Jahren, wenn die Mieter rausgeht, hat Gemeng ein Rendement lokativ von 124.800 versus 0 an dem anderen Programm. An der Lokatär hat insgesamt auf die 10 Jahre 124.800 € Loyer bezahlt. Eine Win-Win-Situation. Den einen geht es billig, und die Gemeng hat aber einen gewissen Revenu, was ja in Zukunft wird auch immer mehr wichtig gehen, wenn die Gemenge Finanzen mehr angespannt gehen. Lode Fazit. Der Fall 2 hilft keinem. Der Käfer bezielt ein substanziell kleines Loyer und die Gemenge hat absolut kein Einkommen. Das ist nicht sozial. Wirklich sozial ist nur der Fall 3. Die Gemenge hat ein Einkommen und der Lokatär ein wirklich verbilligtes Loyer. An der Fall 1, wenn den Immeuble verkauft wird freie Markt, ohne bei amphithetischen Verkaufsrecht, das ist für den Käfer wesentlich mehr lukrativ. Am meinem rechten Beispiel schafft ein Plus-Value von 270.000 €. Was ist das Resultat? All die Leute, die sich Transferpö können leisten, kaufen freie Markt, weil sie gar kein Eintritt haben, die bei Amphithéotik zu kaufen, und also gehen Preise Europa. Als Regierung wird also nächst fertig eine Mesure zu machen, die dazu feiert, dass Preise Europa gehen. Wie immer. Voilà. Das wären als kurz Remarken zu den zwei geringen Texten. Voilà, vielmals merci Roy. Ich wollte auch so, wir haben als ADR immer ganz viel Gewicht auf dem Dossier Logement gelöst, aber wir haben eine Reihe Maßnahmen, die Gambia geholt und den letzten auch kritisiert. Dazu gehört auch zum Beispiel die Erhebung der TVA. Das können wir vielleicht doch noch in den Kontext setzen. Also es sind eine ganz Reihe Maßnahmen gewesen, die von den Medaillen gemacht haben. Und wir werden, weil das doch so wichtig ist, haben wir nach der Feierung vom Jean Chose am Nationalkomitee auch ein paar Bayer ausgeschafft, die wir bei unserem Nationalkongress auch über das Logement werden präsentieren, mit einer Reihe Ideen, die wir auch in die Diskussion bringen, die wir dann im Nationalkongress präsentieren.